only problem with our area, we're really distressed, and of course I just moved back here about 3 years ago. Das ist Bud Winkler. Ich habe ihn beim Frühstücken kennengelernt. Weil die Brücke über den Mississippi River sehr eng und für Radfahrer ziemlich gefährlich ist, fährt er mich in seinem Pickup-Truck von Cairo, Illinois, hinüber nach Kentucky. Unterwegs zeigt er mir noch den Fort Defiance State Park, der leider fast genauso heruntergekommen wirkt wie Kairo. This is nice down here. Normally when it's being kept up, we had electricity and water, everything down here for the campers, but now none. It's all cut off because the state won't keep it up and the city can't afford it. Am südlichen Ende des Parks bleiben wir stehen. Hier fließt der Ohio River in den Mississippi River. Dann geht's über die Brücke. Spätestens als ich sehe, wie eng es hier zugeht, bin ich heilfroh um meinen Chauffeur. Während Bud wieder zu seinem Frühstück fährt, freue ich mich auf etwa 100 Kilometer Kentucky, die ich in einem Stück durchradeln will. Kentucky ist ein dünn besiedeltes, scheues Idyll und vor allem für zwei Dinge berühmt: Abraham Lincoln und den Kentucky Straight Bourbon. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich am späten Nachmittag schon Tennessee erreichen. In Columbus lege ich bei dieser verlassenen Tankstelle eine kurze Pause ein. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sitzen zwei Männer vor einer, sagen wir, Hütte. Hey guys, how are you? Good. Need that battery. And you are the watch guards. Yeah. No, we're just the loafers. They're loafers. His brother runs the place, and he's gone. Yeah. So we're just kind of sitting here. And there's not too many right now. You been over yet? They shut us down for like 2 weeks. Uh-huh. No electricity. A lot of people didn't have electricity for like 3 or 4 weeks. Yeah. I was 18 days without electricity. You couldn't go nowhere for 2 weeks. Just, everything was shut down. Trees across the roads and.